Habe die Ehre und Schiffsbührosatz zu Shadow of the Tomb Raider. Wir sind gerade auf der Flucht vor den Viecher da, vor den Schutzmonster. Oder was immer das war, weil die Schatulle nicht in dem Tempel war. Die Frage ist, wo ist die Schatulle? Wenn es nicht da ist, dann muss ja eigentlich der Dominguez schon wieder haben. Aber hat's er? Geschafft. Hat's er oder hat er es nicht? Das gilt es jetzt herauszufinden. Wir haben an der richtigen Location, das ist ja schon mal das nächste. Jetzt kann man auch mal nicht so. Seit wir wissen, dass der Typ der Ding ist, der Kultanführer da. Seitdem wissen wir ja, warum er weiß, wo die richtige Location dafür ist. Weil, natürlich weiß er das. Ist ja logisch irgendwie. Achso. Ja, es ist bloß ein bisschen doof, weil jetzt das, was wir eigentlich gesucht haben in dem Dorf, gar nicht da ist. Die Frage ist bloß, wer es hat. Und ob er die überhaupt hat. Vielleicht hat er es ja gar nicht. Ich denke mal gerade so, wenn er die hätte. Hä? Hä? Also. Hä? Das macht jetzt nicht fest und für mich denkt, die muss jetzt nach oben. Bin ich dann jetzt? Das könnte helfen. Oh, Schuhspikes. Aber wer ist das? Der kann doch gar nicht so lange da liegen. Ja, vielleicht die Schatulle gehabt und ist dann. Wollte dann wieder abhauen, ist dann runtergefallen und gestorben. Ah. Überhangsteiger, neue Ausrüstung erhalten. Aha, wow. Lol. Das schaut echt ungeil aus. Nee, den nicht mal. Das schaut so unlogisch aus für mich. Vor allem an so Sandalen mehr ja unbedingt so Spikes auch nicht mehr. Ich glaube, das ist richtig angenehm. Alter. Jetzt kennen wir die ganze so Kack-Dinge, Alter. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt kämen dann die ganze Zeit solche Kack-Passagen. Obwohl man... Boah. Ja, ich spring an der Dicken. Das macht doch überhaupt keinen Sinn nicht. Das macht doch überhaupt keinen Sinn nicht. Selbst für Lara Croft muss das keinen Sinn nicht. Leute. Hey, da fuck the hell. Okay. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, ist ja okay. Bloß mal abchecken, für was du Platz hast. Alter, ich möchte nicht mehr klettern. Das macht keinen Spaß mehr. Ich denke mir so, der erste Teil, da wo das nur so
so ein Ding war, dass man da so durch die Gletscher klettern muss, dann denkt sich, ja, das ist logisch, klar. Aber dies ist ja schon fast gekünstelt, schon hardcore. Wenn man da mal anschaut, normalerweise wird Lara immer anders. Vor allem, du kommst dann immer in die gleiche Dinge rein. Oh, da, ich mache jetzt halt dies, weil ich hänge jetzt an der Decke mit einem Haken bloß. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Hallo? Hallo? Ich hab da schon wieder ein Kletterding. Ich muss springen. Das ist der einzige Weg. Genau. Wahrscheinlich. Kommen wir da durch. Die Frage ist, wo haben wir jetzt dann? Wahrscheinlich kommen wir jetzt da dann aus, oder wo ich letztens mal auch so wollte. Oder eine wollte, aber nicht eine hab dürfen. Das nämlich erklären. Und warum wir mich da nicht aussehen haben dürfen. Oder in die Höhle rein dürfen. Schaut so bis jetzt nicht so aus, aber mal schauen. Ey, na, das schaut doch. Schaut nach einer anderen Höhle aus. Das schaut nach einer ganz anderen Höhle aus, da wo wir schon mal waren. Aber. Da war auf alle Fälle mal ebener Weg. Wir haben schon wieder die verborgene Stadt mit rein. Ja. Das ist da, wo ich hin wollte. Ich fahr schon draußen, Laura. Das ist da, wo ich wollte, letztens. Und hab nicht hinkennen. Und wieder zurück zu No Weapon Lara Croft. So. So. Göttinnen Schauen wir oder ganz Kreaturen, kurz. was auch immer sie sind. Es spielt keine Rolle, solange sie dich verfolgen. Von wem sind diese Schnitzereien des Reihers und der Eklipse? Ich muss Unuratu danach fragen. Da irgendwas. Ja, okay. Schauen wir mal. Der Rest mit Do auf für Schnellreisen. Ja, da haben wir, glaube ich, chilliger beim OBG ist einfacher als wie auf zum G. Wir müssen halt hier einmal diese Schnellreisefunktion nutzen, wenn wir es schon haben. So. Wie man sieht, ist der Jonah auch nochmal hier drinnen gefangen. Unbekannte Position. Du Pilot. Matukultik, Inchan Etail, Janin Kalantik ma Ujuchultech Bishwal, Ma. Ah, ich muss mal oben. Das ist die einzigste Erklärung. So, jetzt mal. Lara, falls du mich hörst, Ich bin hier. wir sind nicht bei Unuratu, sondern in einer Höhle in der Nähe. Am Eingang sind ein Reiher und eine Eklipse. Bin unterwegs.
Hallo? Alter, für das. Lol. Das ist ja ultra secret. Lol. Vielleicht können Sie uns unterstützen. Hast du sie? Es war eine Falle. Die Schatulle war schon weg und Unuratu wurde gefangen genommen. Schon gehört. Wir arbeiten einen Plan aus. Sie halten sie im Gefängnis beim alten Tempel gefangen. Hakan hat dort angegriffen und sitzt jetzt auch dort. Wir greifen die Brücke an, die zum Gefängnis führt. Ziemlich aggressiv. Ich könnte hier hochklettern, sie befreien und dann das Zeichen zum Angriff geben. Könnte funktionieren. Etzli erkundet den Tempel im oberen Teil der Stadt. Er findet einen Weg rein. Ich rede mal mit ihm. Die Verstärkung ist bereit, sobald ihr draußen seid. Klingt gut. Für Stärke und Sicherheit. Vielen Dank. Lara, Ich werde sie da rausholen. ich weiß. Das ist ja richtig scheiße. Das ist ja witzig. So. Lara, Ja? ich bin Koryanka. Unuratu hat eine hohe Meinung von dir. Ich habe den Weg zur alten Kaserne freigemacht, als Etzli gefangen war. Du warst auch daran beteiligt. Wir sind Schwestern derselben Sache. Ah, verstehe. Deine Tätowierung bist du. Ich bin eine Geschorene, ja. In einem früheren Leben. Vor Amaru. Als wir für etwas anderes standen. Er hat meinen Orden für seine Priester aufgelöst. Nur ich bin noch übrig. Aber ich habe geschworen, im Kampf nie zurückzuweichen. Darum trage ich nun die Farben der Rebellion. Ich unterstehe Königin Unuratu. Nun, ich bin mit dem Ruf der Geschorenen durchaus vertraut. Historisch betrachtet. Sehr erfreut. Du bist zu freundlich. Ihr habt über Kaiser Sinchi Chikwa gesprochen. Ja, den ersten Kaiser von Paititi. Er war Unuratus Vorfahre. Er hat diese Ära gemacht, mit allem, wofür wir jetzt kämpfen. Ich habe noch nie von diesem Schild gehört. Der Schild des Ehrenschöpfers. Die Rebellion braucht ihn als Beweis, dass Unuratu diejenige ist, die Paititi in die nächste Ära führt. Auf dem Schild steht das Ritual der Priesterweihe. Das Ritual macht Unuratu zur nächsten Ehrenschöpferin. Nur sie darf das Schicksal erschaffen, nicht dieser falsche Gott Amaru. Und wo ist der Schild? Versteckt. Tief im Berginneren, hinter dem Pfad von Hurakan. Dem Pfad von Hurakan? Das ist eine Prüfung. Für alle, die den Schild suchen. Hast du es schon versucht? Das war vor Etzlis Verhaftung meine Mission. Leider musste ich umkehren. Seit seiner Rettung weiß der Kult, dass wir etwas planen. Ich trainiere unsere Kämpfer. Der Schild muss warten. Doch wenn wir zu lange warten, könnte Amaru ihn zuerst holen. Und Unuratus Anspruch wäre dahin. Mit dem Schild kann Amaru Paititi mit einer Geschichte seiner Wahl ein- und sich selbst zum Ehrenschöpfer erklären. Er schafft die Welt neu, wie er sie will. Ja, Das darf nicht sein. ich hatte gehofft, dass du das sagst. Das da drüben bei Uchu ist mein Freund. Er heißt Jonah. Ich kontaktiere ihn, wenn ich was finde. Ich bleib in seiner Nähe. Danke, Lara. So. Ich gewinne. Und Die wieder Missionen Rebellen jetzt auf gefangen einmal. genommen? Ishik, vielleicht kannst du helfen. Ich habe 5 Männer geschickt, um Waffen für die Rebellion zu stehlen. Aber die Mission ist gescheitert. Früher hätte ich sie selbst angeführt.
Aber ich kann nicht mehr kämpfen. Nicht mal mehr laufen. Sonst huste ich wieder Blut. Aber ich kann immer noch gut planen. Zumindest bis heute. Meine Kameraden hängen jetzt in der Unterstadt an Pfählen als Warnung. Und das werden sie, bis sie sterben. Nicht solange ich da bin. Ja. Mit der Schlangenwachenkleidung kannst du alle 4 losbinden und niemand verdächtigt dich. 4? Waren bei der Mission nicht 5 Mann dabei? Doch, Kolki führte sie an, aber er wurde nicht gefangen genommen. Niemand hat ihn gesehen. Wahrscheinlich ist er tot. Mal sehen, was ich tun kann. Eieieiei. Wer ist da unten noch? Das ist der wahrscheinlich ihm zeigt. Nochmals danke, Lara. Das hier ist enorm wichtig für die Zukunft von Paititi. Okay. So, wo müssten wir eigentlich hier? Wir gehen jetzt erstmal die 4 Typen da finden. Das müssen wir da oben raus. So. Es macht zwar nicht viel Sinn, weil es hat ganz anders ausgeschaut, wo wir da einer kommen haben. Aber hey. Erstmal die 4 Typen befreien. Jetzt links so. Geradeaus. Verflucht sollen sie sein. Willst du mich jetzt endlich töten? Nein. Natürlich nicht. Das wäre barmherzig. Und Kugul Khan kennt keine Barmherzigkeit. Nein. Poma schickt mich zu euch. Sei still und halt die Augen offen. Er lebt. Kolki lebt. Ich habe gehört, wie er in dem Chaos den Rückzug befohlen hat. Ich bin sicher, er lebt. Bro, du stackst. Und vorbei. Ich werde nicht betteln. Schaut auch nicht gleich aus. Vergeudest deine Zeit. Ich werde gar nichts sagen. Oh, Ich bin nicht hier, um dich zu verhören. Ich werde dich befreien. Bestechung? Verrat wäre viel schlimmer als der Tod. Das sehe ich auch so. Danke, mein Freund. Geh, ich folge dir nicht. Du und deine Freunde sind sicher. Nein, der Kult hat uns erwartet. Ein Spion hat die Rebellion infiltriert. Aha. Frage ist wer? Das ist die Frage, die sie uns stellt. Da oben ist der nächste. Das können wir aufstellen, fällt mir gerade auf. Wenn wir jetzt das bessere Messer. Dann können wir uns dieses Relikt holen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Mutter, Vater, bald sind wir wieder vereint. Bin ich schon im Jenseits? Bist du ein Geist? Nein, ich bin lebendig. Genau wie du. Einer sterblich, einer unsterblich. So, jetzt bist du frei. Ja, ich wurde befreit. So. Das wird ich nicht, aber okay. Dann.
Feiglinge. Wir alle. Ach, dies macht ja nur weniger Sinn, Das Alter. haben wir verdient. Wir haben kläglich versagt. Puma konnte euch in dem Moment nicht helfen. Aber jetzt schickt er mich. Wir haben nicht gekämpft. Wir haben aufgegeben, als wir umzingelt waren. In den Tod marschiert, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Wer ist der Verräter? Wer ist der Verräter? So. Was ist das? 4 von 4 Nestern. Interessant. Schau mal, hier 10 fehlen uns da immer nur. Das ist so crazy, ne? Da fehlen uns so viele Nebenmissionen. Haben wir auch noch nicht mehr annähernd alle angenommen. Aha, ich kann man das also eigentlich markieren. Wo bist du? Ich kann nicht mit dem nicht reden anscheinend. Ja. Ich kann es nicht abschließen. Weil es mir nicht lost. Ungeil. Ich kann diese Dinge nicht abschließen. Schade, schade, schade. Schade, schade. Steht da direkt. Kann ich nichts machen. Ich dachte das echt gerne abschließen. Aber ich kann das nicht. Ah. Das Königshorn. Soll das nicht allzu weit weg sein. Einmal so ein bisschen Nebensachen machen. Hey, hey. Ja, was das Kind genau da gemacht hat, aber okay. Hey, war ich da noch nie hinten? Kann ja nicht sein. Das war neu für mich. Ist da noch nie war. Vater, Vater, komm schnell! Die Ichik! Was willst du? Wir haben jetzt keine Zeit für Honoratus Rebellion. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Des Königshorns? Den Ruf an die Zukunft? Sieh doch, was die Zukunft meiner Gegenwart gebracht hat. Geh einfach. Der Kult fand heraus, dass Vater das Horn macht und hat zur Strafe die Pflanzen vergiftet. Mama wurde krank. Mein Bruder Quali sollte auf dem Markt Kräuter holen, aber er ist noch nicht zurück. Das ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Danke. Okay.
Di, di. Weißt du Di, das di, von di, Quali di, schon? di. Nein, was ist denn? Verzeihung. Ah, Ishik. Wie kann ich dir helfen? Ich suche Quali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge. Chimay, einer von Kukulkans Männern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Ach, das Jetzt war das wartet Kind. er auf den Au wegen der Strafe. Danke. Alles Gute, Ishik. Das war genau der, den ich vorher gerade gesehen habe. Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder einzelne. Vor allem Jomil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Jesus, Alter. Los, jetzt triff es. Ah, daneben. Hallo. Hey, du bist Ishik von den Fremden, stimmt's? Ja, freut mich, dich zu treffen. Wow, cool. Ich bin Jamil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Es ist kein Spiel. Mein Vater ist eine Schlangenwache, ein Priester. Ich habe sein Messer genommen, um es meinen Freunden zu zeigen. Und Chimay hat's gesehen. Chimay weiß, was mein Vater mit mir machen würde und hat das Messer darauf geworfen. Er steckt fest. Ah, vielleicht kann ich was tun. Wow, wirklich? Danke. Danke, Danke, Ishik. Gern geschehen. Genau, jetzt wieder Hey, Stoff Moment zum mal. Klettern, gell? Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Was willst du? Ruhe, ich rede mit ihr. Gut, was willst du, Ishik? Also, können wir zum Dank irgendwas für dich tun? Ich möchte Quali helfen. Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wir können nichts tun. Und Chimaye, die Wache, hasst dich. Würde Chimay dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Warum? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Quali. Klar, das ist gut. Oh, sag Wally, wir treffen uns in der Höhle. Er weiß, wo das ist. Dort ist es sicher für ihn. Mach ich. Gehen wir. Asto, Raimi, mir nach. Samir, Genau. du deckst uns. Und danach zur Genau. Höhle. Jo, Zurück, Ishik. Wir machen dir den Weg frei. genau. Chimay, du Feigling. Du wirst als Sklave enden. Spüre meine Klinge. Ja, und Lamaköttel sind köstlich. Lauft, lauft! Sicher. Der Dieb muss bestraft werden. Es waren nur Kräuter. Bitte, ich arbeite... Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Jemand, der helfen will. Ich habe das alles doch nicht gewollt. Ich wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Danke. Hier sind die Kräuter. Ich renne so schnell ich kann. Genau. So, dann geht's wieder nach Unten. Hey! Hinaus in die Wildnis gehen. Sagte ich nicht, du sollst gehen? Quali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Wirklich? Und willst du sie damit heilen oder um das Königshorn feilschen? Hier, die helfen dir. Sei gesegnet, Ishik. Kabil, du benimmst dich furchtbar. Gib ihr das Horn. Hier, mit Respekt für den künftigen König. Danke für einfach alles. Danke. So, dann haben wir dies.
ist das? Was ist... Säule. Ja, das ist Top-Mission. So, dann gehen sie wieder nach oben. Ich kann ihn sehen, auch wenn sonst niemand kann. Arme hinauf zu diesem Ringdings. Oh, das ist schon echt kompliziert gebaut, ist oder? Oh, das ist es ja. Ups. So. Das sollten jetzt beide Herren sein. Und mit der, wo das Horn macht, das ist der Typ, der wo beim Jonah rumchillt. Gehen wir jetzt erstmal zu ihm. Du bist als Erste zurück? Jonas Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die die anderen Dinge holen sollten, sind vor 3 Tagen aufgebrochen. Und noch nicht zurück. Glaubst du, ihnen ist was zugestoßen? Quenty macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Jonah. Jonah hat recht. Das beschreibt Quenty perfekt. Ich hätte Quenty nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste vor dem Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Zairi und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernretter. Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manko versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernretters. Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manko wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenty suchen. Du hast schon viel getan. Das Königshorn zurückzubringen war eine große Geste. Zum Endeffekt ja immer wahrscheinlich alle Es ist Sachen wirklich so, kein ne? Problem. Vielleicht zeigt Quenty mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur. Sie wird dich hinführen. Oh, über so. Na, dies ist die Höhle, wo ich gemeint habe. Stimmt. Deine Freunde sind frei. Und da ist noch mehr. Kolkwi lebt. Er stand vorne, als die anderen umzingelt wurden. Er rief eine Warnung und rannte weg. Ausgezeichnet. Es gibt ein Problem. Es könnte sein, dass ihr einen Verräter unter euch habt. Das weiß ich schon. Ich habe erfahren, wer es ist, als du nicht da warst. Und werde persönlich dafür sorgen, dass er kriegt, was er verdient. Okay. Hier, nimm das. Zum Dank. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Wenn du mit Kolki recht hast, müsste er in dem Bergunterschlupf sein. Würdest du ihn suchen? Sag ihm, wir sind in der Schädelhöhle. Ich finde ihn. Perfekt. So. Und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge. Also, habe Deri.